Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus. Zij schijnt het passende Leid, wat we zingen deden hier am Anfang. Ik weet niet waarom Gott is genoeg, waarom Gott zo goed is, to me. En dat is wat ik vandaag morgens wel van predigen. Wat mijn aandacht vandaag morgens is. Van Gott zijn grote wonderwerken, voor wat Gott voor ons gedaan heeft. En je merkt dan in de bulletin, den Titel, wat ik mijn boodschap gegeven heb vandaag morgens, is vergeet niet wat Gott die Goudet gedaan heeft. Oftmals vergeten we wat Gott werkelijk voor ons gedaan heeft. Wat hij voor goede dingen gedaan heeft voor ons in ons leven. In Psalm 103, vers 2, ik noem de vers door wat ik wil, mijn tekst, als de koning David zegt, er staat, loof den Herrn mijn ziel en vergeet niet wat hij die Goudet gedaan heeft. Er zijn een deel dingen waar we amateur doen, wat de goed is, waar we van vergeten doen, van dingen waar we ons niet meer aan vasthouden, oder waar we aan lijden en zo verder, waar we vergeving voor gekregen hebben en al zo'n dingen als dat. Er zijn veel dingen waar we van vergeten worden zullen. Maar er zijn ook veel dingen wat de schrift zijn, wat we niet vergeten zullen. En dat zijn dingen wat Gott voor ons gedaan heeft, dat moet we ons pünktlich denken helpen, wo Gott voor ons is en wat hij voor ons gedaan heeft alles. Wanneer we een terugkijken doen, broken wij zijn we terugkijken en hebben zien wo Gott ons leiden deed, besonders in de laatste jaar oder de laatste paar jaar met de verschillende dingen die we alle ervaren deden, wo we niet kunnen het opkomen met vrijheid, hier verzameling te hebben in de kerk. We hadden niet de vrijheid ons hanteren, einer met den anderen, we moesten zelfs schau wegblijven, einer für den anderen, zodat we echt een goede tijd. We gingen durch eine tijd wat we niet, het liefste niet waar worden willen durchgaan. Ons wordt sogar verboten dat we niet zullen jas krijgen. We zullen niet eens vom Eberhahn in onze Heimat oder onze families in huis krijgen. Al deze dingen die we niet erlaubt te doen, om de krankheid wat er dan ramgaan deed, ver te biegen. En dat we niet een goede tijd. En de mensen die hadden zeer grote vorige in die tijd. Veel mensen dat brachten bij de knieën en beden, dat God antwoord hier durchbrengen, dat God antwoord helpen in deze tijd. En als we nu terugkijken doorgaan, ik wil graag dat we wel teruggaan naar die tijd, en door even denken en ons ganz teurig merken over dat. Maar wat ik wil gaan, dat we onze gedanken wel terug doorgaan brengen en kijken wo God ons heeft durchgeleid in deze tijd. Als we nu kijken en nu hebben we ganz met vrijheid ons hier verzamelen. We kunnen hanteren, we kunnen dicht opzetten. En al deze dingen, we kunnen ja's overgaan. En al deze dingen heeft God nu zo toegelaten dat we dat wat kunnen doen. En dat zijn Gottes woorden. Dat zijn dingen die we schatzen zullen en die we niet vergeten zullen. En viele mensen die worden zeer krank. Die hebben grote krankheid. We hadden het in onze familie ook. Die hebben een grote krankheid in onze familie. En dat ging niet schijnen. Maar God leidt ons durch. God heeft ons durch geleid. Veel mensen sterven in die tijd. Wie een treurige tijd, wie niet een goede tijd. Als we dan denken dat we echt een goede tijd waar we daar kunnen leiden, maar wanneer we kijken dan, God heeft ons niet verloren. Hij heeft ons durchgeleid, dat hou. In wat hier gebracht, waar we nu vandaag zijn. Ik weet, dan te die tijd, dan wie we niet erlaubt, het op te komen als een verzameling, dan we bloos de prediger hier alleen in de kerk, dat wordt predigen, en de gezangslehrer, dat valt zich ladig en niet makkelijk. En dan, ik weet nog een van de boodschappen, wat ik dan hoor, dat wordt van Markus, het 4e kapitel, van waar Jezus te zijn jongeren zegt, ze willen naar een andere zijde voeren. En ik dacht even, en ze komen met de andere zijde. En ik dacht dat we een goede ding als we te holen en door even te denken, waar God eind met de andere zijde brengt. En hij krijgt het aan ons ook, we beden dan te die tijd ook. En God leidt ons de grond sterk en hij heeft ons met deze zijde gebracht, waar we nu zijn. Jezus dat door te veel mensen predigen en dat God woord en te leren en zo verder. Dan een dag als de dag is sterk weer, zegt er in Markus 4 kapitel vers 35. En als de dag is, als het dan is ovend weer, ovend geworden weer, zegt hij te aan, dus te zien gingen, wel wie even voor naar de andere zijde. En ik dacht gewoon hier een paar weer, wat de weer zijn op te achten. Jezus zegt hier wel wie. Wel wie. So, hij zegt niet wel we zijn als we worden kennen. Hij zegt wel wie. Hij wil zich gewoon zeggen dat wordt passeren. Hij zegt wel en dan dat wordt wie. Hij zal het ook met aanhalen. Hij wordt ook met aan zijn. Hij wordt met aan zijn. So, hij zegt wel wie. Even voor naar de andere zijde.
En dan zegt hij, en ze leiden dat volk gewoon en nemen arm met zich in de lam nemen. Dat wird hier ook, dat zijn ook weer te achten. Die gingen den Namen Jezus met zich met in de lam nemen. Groot zoals hij weer, er weer nog meer lammen bij hem. En dan zegt hij, dan komt er een sterke wind op, vers 37. Er kwam een sterke wind op, zodat de walen over de lam rolden en de lam aanvang water in zich te houden. Zo hier weer een grote storm in ihr leven, wat ze hier bijeen deden. Ze weer op en weg naar de andere zijde en hier bijeen een grote storm. Wat je veel van ons, wie ervoeren ook een grote storm, qua lang training. Wir erfuhren einen großen, starken Windsturm. Aber weet je, Gott hat uns nicht verloren. Und wir können alle mit Erfarenheit sagen, Gott hat uns nicht verloren. Er hat uns nicht allein gelassen. Er wird mit uns. Krijgt das, er sagt, er wird immer bei uns sein, bei das Ende von der Welt. Und das ist ein Versprechen, was er uns gegeben hat. Und er sagt, er wird immer bei uns sein und wir können auch mit Erfarenheit sagen, zurückkicken und denken, Gott hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns nicht im Stich gelassen. Jesus, hatte die Menschen taugen, sie sollen gehen und Lehrlinge merken von all das Volk und die Deipen in den Namen Jesus Christus. In Matthäus 28, Vers 20 steht er ein Lied an, alles tun, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt er hier, und verlot euch darauf, ich sie immer bei euch, bis am Ende von der Welt. Ich gleich das wieder hier, er sagt, verlot euch darauf. Weil ab Jesus haben wir uns verloren. Und er hat gesagt, durch haben wir abgehen. Wir können uns darauf verloren. Aber abends haben wir uns verloren. Er sagt, und verlot euch darauf, ich sie immer beginnt. Bitte am Ende von der Welt. Nicht bloß in Kart Ängste, und dann hat er uns im Steg. No, bitte am Ende, bitte am Ende von der Welt. So wie kommt er mit uns mit. Und dort ist ein guter Trost. Und dort zu bühren, und dort wird es, dort kann verloren. Er sagt, verlot euch darauf. Dass wir uns ab dort verloren können. Er ist bei uns, zu aller Zeit. Christus hat dann in der Lamm stehen, mit seinen Jüngern taubte. Sie nahmen ihn mit ihm in der Lamm nennen. Und dann sagt er wieder in Markus Kapitel 4, Vers 38, sagt er, und er selbst lag fern ab einen Kassen in Schleip, mitten in diesen großen Sturm. Aber hier wir denken dann, Jesus, der wird auch bei uns, der ging sich durchleihen, ging schlupen. Ganz ruhig, ich denke, er sich durchleihen und schleipt da. Weil er wusste, dass sie würden mit das andere kommen. Er hat die Macht, ihn mit dort zu bringen. So sagt er, er selbst lag fern ab in Kassen und Schleip. Und sie wuken ihm ab und sagten zu ihm, Meister, gehst du nicht ran, wenn wir ankommen? Ganz verängst kommen sie zu Jesus und wuken an der Abend und sagen, gehst du nicht ran, wir uns, dass wir ankommen wollen, kicken wir das Stück Sturm, wollen sie vielleicht gesagt haben, oder gedacht haben. Sie haben verjäten, was Jesus gesagt hat oder nicht, das vernommen, dass Jesus gesagt hat, weil wir überfahren nur der andere sieht. Kein Zweifel wir da. Also, weil wir überfahren nur der andere sieht. Sie wollen doch wohl nicht an die Bereden mehr Wort. Sie gingen Jesus und wirken ihm ab. Aber Jesus wird wegen Gott end, er stand ab und beschwicht den Wind und sagte der Walen, sie sollen sich leihen. Und der Wind leiht nur. Und er wird ganz still, auf seine Seite nur. Auf seine Kraft nur. Beschwicht den Wind und er wird ganz still. Dann sagt er zu seinen Jüngern, warum seid ihr so Angst? Warum hast ihr so Angst? Habt ihr noch einmal kein Glauben? 3 Jahre haben sie hier mit Amt gelebt und haben wir mit gewesen, hat viele verschiedene Wunder getan, verernt, was sie können Erfahrung von reden. Und nun hat sie Jesus hier beernt und irgendwie sehr Angst in dieser Zeit. Und Jesus sagt, habt ihr noch einmal kein Glauben? Glaubt ihr nicht, was ich kann tun? Wollt ihr das nicht? Die König David hat auch viel Erfahrungen gehabt mit Gott in seinem Leben. Wir haben viel Psalms, mehrere von den Psalms, was wir haben, der hat David geschrieben, und viel von denen sind von seinen Testimonies, von seinen Zeugnissen, was er kann von vertellen, von wo Gott in seinem Leben geschaffen hat. Du wirst sagen, Herr, lob den Herrn, meine Seele, und vergeht nicht, was er die Gott getan hat. Er hat Vergebung gekriegt für was er getan hat. Er hat sich verschuldigt gegen Gott und er wusste, dass er hat Vergebung gekriegt für seine Sünden, für das, was er sich verschuldigt hat.
und sagen, hij will nicht von verjäten. Hij sagt, verjät nicht, was hij die Gott gedaan hat. Und er hat sich selbst kriegt zu Gott. Er sagt, die all deine Sünden verjäft und all deine Krankheiten heilt. Hij hat ihm seine Sünden verjäft und er sagt, und all deine Krankheiten heilt. All die Krankheiten, die geheilt sind, das hat Jesus getan mit seiner Kraft. Er ist der, was das. Wir haben oftmals, wo wir hören, dann von Menschen wurden geholfen durch Doktors vielleicht, durch Medizin und so weiter. Aber in der Wirklichkeit, das ist von Gott seine Kraft, das ist von Jesus seine Kraft. Er ist dort, was erlauben hat. Er heilt die Sünden, die Krankheiten, sorry. Er heilt alle Krankheiten. Die hat alle ihr dafür. Wenn wir an uns selbst denken, dann wir haben uns auch verschuldet in uns Leben, in der Vergangenheit. Wir haben uns alle verschuldet. Das ist Jesaja 43, Vers 25, sagt, dass ihr habt nicht Geld ausgegeben für seine Werk für mich. In mir nicht dort Fahrt von den Tieren auf und Abfall gebracht. So aus mir sei gefällt. Also dort haben sie nicht getan. Aber ihr habt mir dort schwor gemerkt mit ihren Sünden. Gott sagt hier, aber ihr habt mir schwor gemerkt mit ihren Sünden, die Sünden, die sie begonnen haben. Und mir meid gemerkt mit dort, was ihr erreicht habt. Wofür haben wir uns nicht auch verschuldigt in Gott und haben dort schwor gemerkt? Und wir denken an unsere Vergangenheit. Wofür haben wir nicht auf so ein Weg gegangen, was gegen Gott werden? Wir haben uns versendigt in Armen und haben vielleicht auch meid gemerkt mit uns Leben. Und haben das schwor gemerkt. Und wir sind alle schuldig daran. Keiner ist besser als der andere. Wir haben uns alle versendigt. Und haben uns den Tod verdient sogar, das ist die Schrift sagt. In Römer 3, Vers 23 sagt, du hast keinen Unterschied. Dort sind Tod besser als dort ein Prediger ist oder ein Diakon oder ein gewöhnlicher Mensch. Haben sich alle verschuldigt gegen Gott. Er sagt, du hast keinen Unterschied. Alle Mann haben gesündigt. Und sie haben durch einen Tag gehört, was bei Gott sein soll. Wir sind auch hart gefallen, was Gott will haben von uns. In Römer 6, Vers 23 sagt er, der Lohn, den der Sinn tut, ist Tod. Das ist Tod, wir haben uns alle den Tod verdient. Das war der Lohn ist dafür, für die Sünden, was wir getan haben. Dann sagt er, Gott über, ich gleich das Wort über immer in dieser Hinsichten hier. Gott über schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Für uns wieder keine Hoffnung. Wir haben uns versendet, wir haben hart gefallen, was Gott will haben von uns, so wir haben uns den Tod verdient. Für uns wird keine Hoffnung, wie mit uns selbst. Du wirst keine Hoffnung. Gott sagt, die haben mir das schwor gemerkt mit ihren Sünden. Dann wollen wir immer gehen in Jesaja 43, Vers 25, ich gleich dieser Vers hier, sagt, und doch sie ich da, wer jün Arach verjäft. Hij wie der, was uns Arach vergeben deed. Ich sehe da, wer jün Arach verjäft, und dort es zu sein ist, dort mich vertrauen wird. Und hol mir jüne Sünden nicht mehr fair. Ist das nicht Gott nur recht? Das heißt, ich hol mir jüne Sünden nicht mehr fair. Hat er zu Gott geholt und er hält sich das nicht mehr fair. Wenn wir zurückgehen auf Psalm 103, Vers 8, sagt er, der Herr ist voll Genot und Mitleid, geduldig und treuherzig, leidtulich. Das ist, was Gott ist, das ist, was von Gott wir deinen, was wir haben. Er ist voll Genot und Mitleid. Er kann mitfühlen mit uns, er hat Mitleid mit uns, dass wir im Verdorben geroden werden, dass wir in der Verdammnis gehen würden für unsere Sünden. Er hat Mitleid, er ist geduldig und treuherzig und leidtulich. Vergab uns unsere Sünden. Er würde dann sagen, je hat die Schuld selbst angegangen und die sind schuldig zu uns, jemanden, der betonen. Jemanden für ewig in der Halle. Das ist, was das meint, der Tod hier, das meint eine Trennung von Gott. Mit Gott sein, dass sie in der Ewigkeit im Himmel mit antaubt sein über der Tod, das ist getrennt sein von ihm und dann für ewig in der Halle geroden. Aber er wird so gut zu uns. Und er vergibt uns, er schickt uns ihn sehen, dass er die Schuld betonen für uns.
Psalm 103, Vers 10 sagt er handelt mit uns nicht nur aus unseren Sünden verdient haben. Er nicht mit uns nur handeln, aus unseren Sünden verdient haben. Und struft uns nicht nur aus, wie arg getan haben. So hij weet ik wat we arg gedaan hebben, dat ons straf fehlt, dat we ons straf verdient, aber hij handelt mit uns nicht so staat. Was hat er für uns gedaan? Wenn wir Buße tun und amtieren von das sinnliche Leben, wenn wir nicht dabei bleiben tun, wenn wir amtieren tun, wenn wir Buße tun von das sinnliche Leben. So als Petrus das einmal seine erste kraftvolle manche Predigt predigen, die nur um Pfingsten, als er den Heiligen Geist kriegt, hat er ich glaube, die ganz stärkste, meiste Botschaft, hat er jemals gepredigt als worden. Wo er über 3000 Säulen dazu kam in der Gemeinde. Wo er zum Glauben kommt, in dieser Predigt, was er gepredigt wird von Petrus. Und die Menschen, die horchen dazu, die Hirten dieser Predigt, und das wird mächtig. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 sagt er, als sei nu Hirten, all die Menschen, die dich bleiben und daran wären, als sei Hirten, ging an der zu horten. Also diese Botschaft, diese wir Petrus predigen, das ging an zu horten, das deut wird, das wird mächtig. Das ging an zu horten, und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, je Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? So sie werden hier fragen, was ist das, was wir machen tun? Was soll wir tun? Petrus sagte an, keert arm, das ist was seine Antwort hier antwortet. Sie sollen amtieren. Sie gingen nicht ein Weg, und er sagt, andrehen und kommen. Den anderen Weg kommen, das ist amtieren. Und Lot gehen alle in Jesus Christus sie Namen deupen. Das können Sinnen vergeben werden. Dann wird Gott den Heiligen Geist schenken. So, das ist das All, zu jedem ein. Sein Verlangen ist, für die, was noch nicht haben, was noch in einem Weg gehen tun, in einem Sündenleben tun, er sagt, sie sollen amtieren von dem alten Leben, in Buße tun. Und dann sagt er, das ist, was Gott jünt und jüne Kinder versprochen hat. Und all die, was weit auf sind, der Gott ans Haar nur sicher open wird. Und das ist uns gemeint. Von der nach, wie wir weit auf sind, all die, was nach weit auf sind, und der Kinder. So das ist für uns von der und auch gemeint. Das liegt bei uns. Denn der Gott nur sicher open wird. Hij vergeeft uns unsere Sünden, und so als wir lesen, hij hält meine Sünden nicht mehr fair. Das ist, was da passieren wird, wenn ein Mensch amtieren wird von seinem alten Leben und seine Sünden bekannt wird. Nur 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekannt, dann ist er treu und gerecht, er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann ist unsere Sünden bestohlt. Dann hält er uns die Sünden nicht mehr fair. Und weißt du, das ist eines Leben, wo wir von verjäten können. Das sind das Dinge, wo ich von der Morgens von reden da ist, was wir nicht wollen verjäten, was Gott für Gott getan hat für uns. Aber das ist ein Ding, was ich zu uns sagen, wenn wir haben Vergebung gekriegt für unsere Sünden, da brauchen wir nicht mehr an denken. Gott sagt, er will sich da nicht mehr verhauen. Und er sagt, wir brauchen das nicht. Da brauchen wir nicht mehr an denken. Das sind verjäft und sind man abgeräumt. Aber verjäten nicht, weil er Gott getan hat für die. Dort nicht verjäten. Aber die Sünden, die habe ich von verjäten. Die habe ich wegschmieden, die Seed schmieden. Er hat die abgeräumt, er hat die uns die zu Gott gehalten. Ich glaube, wir verjäten oftmals, was er für Gott für uns getan hat. Oftmals verjäten wir das. Oder vielleicht schadet wir das nicht hoch genug. Wir reden nur nicht sehr viel davon. Und weißt ihr, wenn wir das verjäten tun, dann drehen wir uns mit unserer Sündenschuld ran. Dann haben wir immer noch, fühlen wir uns noch schuldig, weil wir haben davon verjäten oder wir leben dort nicht so reich, dann schlafen wir uns mit der Sünden ran. Jeden Tag. Und wollen meiden, und weiten nicht, wo wir hin sollen, weil wir verjäten, dass Gott ist, der uns die Sünden verjäft hat. Aber wir brauchen das nicht. Jesus nahm die Sünden weg von uns, dass wir nicht brauchen länger uns mit rumschlagen, dass wir uns nicht länger brauchen mit rumdrehen. Wir wollen meiden, dort ist für uns meiden mehr an das. Wir wollen bedrängt und anmutig.
Jesus geeft een aanleiding dat al die wat er wanneer schwere lasten gaan deden en bedreigt werden, dat er kunnen aankomen. Nu, Matthäus 11, vers 28 zegt, komt alle naar mij die wanneer schwere lasten gaan en bedreigt en meid zijn. Ik wil je het ruw geven. Hij is der, wat ons wat ruw geven, maar we meiden bedreigt zijn en ons schuldig vallen vielleicht en meid zijn met van onze zinden. En dat is wat het is, wanneer we vergeten doen, we drehen uns mit unseren Sinn ran, wie wir meid. Aber wir brauchen das nicht. Ich gleich, was 1. Petrus 2, Vers 25 sagen, dass Jesus selbst nahm unsere Sünden ab sich, ab seinen eigenen Körper mit ab den Kreuzsnab. Er ging ab den Kreuzsnab mit unseren Sünden, nahm ab seinen Körper und ging ab den Kreuzsnab mit. Lässt sich an den Kreuzsnab. Jesus nimmt unsere Sünden ab seinen eigenen Körper mit ab den Kreuzsnab. Dass wir für die Sinn tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier diese Heilung, wo ich von reden, das ist von unserer Sündenschuld, sind wir geheilt worden. Er betont meine Sünde. Er betont meine Sünde und deine Sünde. Dass ich seilig werden. Wir haben in Kraft ja ein Lichthool ja Gott. Er kann unsere Sünden betonen. Und er kann uns heilen mit seiner Kraft. Und er kann uns alles geben, was wir brauchen. Nur 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, dass seine Gotteskraft, also seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir zum seilig werden, in ein fremdes Leben brauchen. Und jemand will wir hier, wir wollen ein fremdes Leben leben, wir wollen ein gutes Leben leben, wir fühlen uns schuldig für was wir in der Vergangenheit getan haben und denken wir, von hier an wieder will ich ein anderes Leben leben, ich will ein gutes Leben leben. Und dann tun wir das vielleicht in unsere eine Kraft, aber das sagt, dass seine Gotteskraft war das. Seine Gotteskraft hat uns das gegeben, dass wir mächtig sind, dass wir das tun. Er hat uns gegeben, was wir brauchen, um ein fremdes Leben drehen haben. Dadurch, dass wir den Herrn lieben, den Herrn kennenlernen, in uns so viel Gott kommen leid. Dass wir am kennenlernen, zu sein, wo viel Gott er für uns hat floten, dass er uns so viel Gott loten kommen. Hat er uns seine eine Herrlichkeit berauben leid. Das ist, was er für uns tut, durch seine heilige, durch seine mächtige Kraft. Das wird eine Gotteskraft. Das wird nicht irgendwas, was wir uns selbst können utarbeiten mit unserer eigenen Kraft oder mit Worten oder irgendwas. Nein, das wird von Gott. Das wird durch Gott seine Kraft. Der Psalmist sagt in Psalm 116, Vers 12, was kann ich den Herrn tun für all das Gute, das er an mir getan hat? Vielleicht fällt wir uns mal, wir haben Vergebung gekriegt, wir fühlen, dass Gott hat uns unsere Sünden-Schuld betont und alles. Und wir fühlen uns so gut und denken vielleicht auch, was kann ich tun? Was kann ich den Herrn tun für all das Gute, das er uns hat getan? Aber wir wollen nicht tun, das was er getan hat. Ich glaube, was wir den Herrn können tun, wo wir den tun, ist uns selbst am Hand geben. Dass wir uns würden geben nach Arm. Ich glaube, das ist, was sein Verlangen ist. Das ist, was wir würden tun. Von unserer Frau auch ist, was kann ich für den Herrn tun, um das zu tun, was er für mich getan hat. Ich glaube, wir sollen uns oftmals denken helfen, wo Gott zu uns ist. Wo viel er getan hat für uns. Dass wir das wertschätzen und dass wir das hoch schätzen tun. Ich glaube, noch eines, wenn wir vergeten tun, von was Gott für uns für Gott getan hat, dann waren wir undankbar. Dann haben wir richtig gesagt, dankbar zu sein. Dann vergessen wir dankbar zu sein, bis wir haben vergeten für all die guten Dinge, die er für uns getan hat. Dann waren wir undankbar. Und wir sollen, das David sagt, lob den Herrn, meine Seele, und vergeht nicht, was er die Gute getan hat. Das soll wir pünktlich ans Denken halten. Nicht davon vergeten. Die Dinge nicht vergeten. Und dann von der Kraft, wo ich von reden, was Petrus von reden, sagt er wieder, 2. Petrus 1, Vers 4, sagt er,
Und durch dieselbe Kraft hat er uns all die anderen reiche, wundervolle Segnungen versprochen. Durch die wir von das verkommene Leben können loskommen. Das verkommene Leben, was uns quälen wird, wo wir unser Leben tun, vielleicht unser verschiedene Lasten und so weiter. Durch die Kraft können wir loskommen von all diesen Dingen. Also ich wurde und wie durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind. Weil wir werden gebunden, unsere Sünden, unsere Leidenschaften. Und er sagt, wie kann davon loskommen? Gott seine Kraft hat uns die Kraft gegeben, dass wir können loskommen von dort. Unter das, wo wir unter gebunden sind. Unter die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind. Und all Gott seine Natur Anteil haben können. Wir können Anteil haben an Gott seine Natur. So dadurch. Und die einzige Mal wir so kurzsichtig. Wir weiten dort, wir haben das gehört, auch gesehen, wo wir für jeden das Bild sind, wo wir kurzsichtig können gleich wieder kicken, als gerade hier vor uns, wo wir nu sind. Und für jeden sogar, dass er uns unsere Sünden betont hat. Und uns vergeben hat. 2. Petrus 1, Vers 9 sagt, wer das über nicht hat, ist blind. Er sagt hier, der ist blind. Oder wenn es kurzsichtig und hat für jeden, dass er von seinen alten Sünden gereinigt wird. Sei wir nicht einmal gleich so? Wir fühlen uns noch einmal schuldig. Wir haben noch einmal Dinge in uns Leben, wo wir haben gefragt eine Vergebung, aber dann wollte wir dann fühlen wir uns wieder schuldig, dann gehen wir wieder auf die Neues und roten Gott an und fragen, was er uns wird gerne Sinn vergeben, wo ich dann noch eine Fragen bin an Vergebung. Wir haben verjährten einmal, wir verjährten, dass er hat gesagt, dass er als treu und gerecht und verjährt uns unsere Sünden, wenn wir die Tauschstunden tun, wenn wir das Bohren tun, haben. Er sagt, wir sind blind oder kurzsichtig und verjährten, dass er uns unsere Sünden, von unseren Sünden gereinigt hat. Wenn wir haben Vergebung gekriegt von unserer Sündenschuld, von der Schuld haben wir von verjährten. Wir können davon verjährten. Wir können uns Gott fühlen, dass der betont ist. Wir brauchen uns nicht länger schuldig fühlen wie ein der. Der ist betont. So was wir lesen in Jesaja, dass er hält sich unsere Sünde nicht mehr fair. Wenn er sich unsere Sünde nicht mehr fair hält, worum soll wir dann? Worum soll wieder nach einmal wieder der Verdacht bringen? Weil die fünfte Arbeitstag, der wird gern sein, dass wir uns immer beim Schuldigfallen bleiben. Dass wir keinmal vorwärts gehen können. Dass wir da immer bis trägen an unsere Sündenschuld und uns Schuldigfallen und rohren, die waren feilen uns extra nicht würdig für das oder für jemand, wie es extra so eine Sünden jedonen, das und das und jemand. Wenn ich auch Vergebung gekriegt, aber der fünfte wird es leicht, wenn wir immer wahr uns Schuldigfallen und der Sinn war über den holen. Das was sein Plan ist. Er ist uns verklärt, er will uns schuldig mehr umfallen. Aber wir brauchen durch länger an denken. Wir können die Waschmieten davon verjähren. Jesus hat er am Kreuz nicht genommen, hat er betont. So dass ich sehe, wenn er sich das nicht mehr verhauen hat, worum soll wieder an? Worum soll wieder haben uns unsere Sünden verhauen? Von der Sünde habe ich verjähren. Dort sind Dinge, wo wir von verjähren können. Wieder in 2. Petrus 1, Vers 10 sagt, deswegen, liebe Brüder, merkt durch ein immer Forster. Merkt Forster durch an, dass die berauben und ausgewählt sind, wenn die dort tun wollen, wo die nicht fallen. Dann wo wir standhaftig bleiben, wenn wir dort tun. Und wir es immer Forster durch an mehr tun. Petrus hat ein Verlangen, der Brüder zu der Zeit, dort denken zu helfen, was Gott alles getan hat für ihr Leben, und dass sie dort nicht wollen verjähren. Er schrift viel von dort, wenn wir wieder lesen, in 2. Petrus 1, Vers 12 sagt er, du wirst denken, ich kann immer an diese Dinge denken zu helfen. Das, was sein Plan ist, hat immer weiter denken zu helfen von diesen Dingen. Das heißt, wenn die dort auch weiten,
in der Wahrheit stonen, so weit als jeder kann. So weit als jeder kann, dass jeder weiten, überdacht, sagt er, er will an diese Dinge denken helfen. Und er sagt dann, ich glaube, es ist ganz reich, dass ich das in Jünd wacker halte. Und ich glaube auch, das ist reich, dass wir das wacker halten, das was er getan hat. Das, was sein Verlangen ist, dass er das wacker halten, solange als er noch hier sie, solange er noch leben, das, was seine Arbeit wird, was er soll tun. Und das immer weiter denken helfen. Petrus wieder am Ende von seinem Leben, in Jesus hat ihm das geopenbart, dass er wird bald sterben muss, und das sagt in Vers 14, wie es ich weiß, dass ich meinen Körper bald verloren muss, so als der Herr Jesus Christus mir gesagt hat. So Petrus wusste, dass er hier weich wird machen, und er wusste, wenn er hier schweig wird, dann wird er das nicht länger tun können. Aber solange er leben, dass sein Plan wird, und das immer weiter denken zu helfen, das wacker halten. Hij zegt in vers 15, en ik wil jullie dat klaar merken. Ik wil jullie dat klaar merken, zegt hij. Dat jullie dat immer weiter kunnen verhouden, wanneer ik je schwach zie. Dus hij zegt sogar, wanneer ik gestorben ben, wanneer ik hier schwach ben, dan kan je dat verhouden. Zo klaar wil hij dat merken, dat ze dat weten doen, dat ze dat willen willen, zich dat zelfs ook klaar merken, dat het wordt klaar blijven. Wir weten, Petrus ist gestorben, er ist weich, er ist hier nicht mehr. Er selbst kann uns nicht mehr denken helfen, aber wir haben seine Würde hier noch einmal. Wir haben die Würde hier, was er sagt, dass wir sollen tun, dass wir uns immer weiter sollen verhauen, weil er schwach ist. Und er wusste, dass er, was er gesagt hat, dass wir die Wahrheit, und die ging ab zu verloren. Er sagt, Vers 18, wir haben dir nicht Geschichten vertellt, die wir uns selbst ausgedacht haben. Als wir dort deutlich merken, was für eine Kraft der Herr Jesus Christus hat. Und auch, dass er weiterkommen wird. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. So, er wisst das, was er gesagt hat, der predigt, dass wir eine Wahrheit, dass wir nicht bloß ausgedachte Geschichten, was sich selbst abgemerkt haben. So, ich würde uns auch tun, weil wir das nur recht schätzen und nicht davon verjäten. Nicht davon verjäten, der im Denk holen, was Gott für uns getan hat und was wir haben in Gott sein Wort für viele Versprechungen. Und weil wir auch das wieder vertalen, unsere Kinder das vertalen, was Gott für uns getan hat, was er in unserem Leben getan hat und in der Vergangenheit. Unsere Kinder das immer wieder auch mitteilen, was der Herr für uns getan hat. Und auch wieder will. Und er will auch wieder gute Dinge tun für seine Kinder. Gleich als Gott das israelitische Volk auch da, als Moses durch die Wüste leiten dort, er hat viel gute, viel mächtige, kraftige Dinge zu ernten. Und Gott will haben, sie sollen daran denken, sie sollen nicht vergeten. 5. Mose 4, Vers 9 sagt, überpass sei ab und seht sei gewiss auf, dass die so lange als die leben, die nicht vergeten, was die gesehen haben. Und sag ihnen Kinder, in Großkinder. Er will haben, das soll wacker bleiben, das soll klar bleiben. Die Dinge, die er deed, was er getan hat in der Vergangenheit, wer er wird, was er von mancher Gott wird. Vertelt ihnen Kinder dort nicht in Großkinder. Und ich dachte, wir weten, was das Jahr, was alles bringt, was wir für uns haben. So, ich weiß nicht, ab was von Vernehmen die sind losgegangen in das Jahr nehmen. Wir haben viele noch von das als Gott, als vielleicht gleich unbedingt neidig, oder vielleicht nicht mal so reich, dass wir uns Resolutions mehr tun, aber dass wir ein Ziel sagen tun, für das nicht Jahr, was wir wollen. Ein Ziel sagen, dann durchstreichen dort. Oder meine Frau ist, gehen wir allein in das Jahr nehmen. Haben wir uns Ferien, um bis allein in das Jahr nehmen zu gehen und dann durch die Job zu gehen. Oder nehmen wir auch Jesus in unser Lamm nehmen. Das ist die Apostel deuten. Oder Jesus seine Jünger. Sie nehmen Jesus mit in der Lamm nehmen sie dort. Oder für sich wie Salz. Für sich wie Salz. Wir haben oftmals vielleicht Dinge selbst getan. Und ich habe Träge in Sinnen, ich habe alles abgemacht.
Ik had Jezus al aanladen metgaan met mij. Dus ik alleen, ik had het pas alle ik had Schulden davon gemerkt. Wir sollen auch zoals Moses zei. Moses had een grote arbeid de Israëlieten durch die Wüste te brengen in dat versprochene land nemen. En dan werd dat wichtig, am valt het schwierig. Hij alleen wordt gaan, maar God had hem versprochen, hij wordt met hem zijn. Hij zal gaan, hij wordt met hem zijn. Dat daar te gaan brengen. In 2 Mose 33, daar redt hij daarvan, wat Moses zei, van hij de verspreking ook gekregen, hij zegt hij, en Moses zei, wanneer du met eenmaal niet zus met ons gaan. Hij zegt, wanneer du op eenmaal niet zus, hij wist dat hij had dat versprochen, maar hij zegt, wanneer du op eenmaal niet zus met ons gaan, dan breng ons niet van deze stad weg. Dat is zijn verlangen weer. Hij wünscht zich niet alleen voorop te gaan, alleen met deze Israëlitische volk, de grote lood wat hij dat te dragen had. Hij zei, wanneer hij niet met hen metgaan, dan zal hij niet meer laten aan ook weer gaan. En ik geloof, dat zal wirklich gezond zijn. We zullen ons dat niet meer wehren, alleen in dat jaar gaan en dan in onze ene kracht proberen dat te doen. Dus we worden echt volbrengen. We zullen ook ons gebed zijn, Gott, go met ons. Maar wanneer die eenmaal niet daar is, dan laat me niet weer gaan. So mijn gebed is dat ik weet, we zijn nu al eens in het jaar en gegaan. En mijn verlangen en gebed is dat we arm in onze lam nemen doen. En dan wordt hij ook ons met de ziet brengen. Hij wordt ons met de ziet brengen, waar we te gaan gaan. Hij wordt ons niet hier wezen im Steck laten. Dat hebben we ons verloren. Hij wordt bij ons zijn, ganz bij de eng van de wereld. So, we weten niet waar we te gaan gaan. Eins hier eng is vielleicht al bald hier. De andere hat noch vielleicht nach weit reisen. Aber und dann, wo wir sind, wir brauchen Jesus in uns Boot, in uns Schab. Dort wir können sicher wieder gehen. Wir werden noch zum Schluss beten. Gott, uns himmlischer Vater, wir danken dir für wer du bist. Wir danken dir, dass du uns guter Vater bist. Wir danken dir auch für all die guten Dinge, die wir kann sein, was du in der Vergangenheit getan hast, durch dein Volk oder in dein Volk, und auch was du getan hast in uns Leben. Wenn wir zurückkicken, wie kann das sein, wo du uns beschützt hast, uns gelehrt hast, du hast uns bis hier gebracht, wo wir von dir sind. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir für die vielen Zeugnisse, die wir in der Bibel von lesen, von deinen großen Wunderwerken, und wie mächtig und kraftig du bist. Und ich danke dir, Herr, dass du hast uns durch deine Kraft alles gegeben, was wir brauchen. So du sein, dass wir in Petrus lesen, dass alles, was wir brauchen, um selig worden und auch um ein fremdes Leben leben, hast du uns gegeben. Wir haben nicht fertig gegeben, dass wir das nicht haben oder woran wir das nicht wollen können. Wir haben das gekriegt durch deine Kraft und die Kraft haben wir in uns durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir den Heiligen Geist haben, was durch in uns wirken wird. Ich bitte, Herr, dass wir auch wollen, wenn wir in das Jahr geraten sind, wenn wir gegangen sind, dass wir auch wollen, dass Moses sagt, dass wir nicht ans Urschloten allein gehen, dass wir uns nicht sollen wehren, den Stab allein zu gehen, nicht ein Stab allein zu gehen, aber dass wir wollen zu allen Tiden die anrufen, jeden Tag, jedes Samaris, dass wir die wollen anladen, in uns Leben teil zu haben, dass du wirst für uns gehen, in uns wiesen und auch uns leiden zu allen Tiden. Ich danke dir noch einmal, Herr, für dein Wort. Und ich bitte, dass du das wirst segnen mit uns und dass wir das wollen ausleben und tun, was dein Wort sein wird. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.